Der Senator Marco Rubio und der Kongressabgeordnete Christopher Smith forderten Trump auf, Xi Jinping auf dem G20-Gipfel mit der Internierung der Uiguren in China zu konfrontieren. Die unbegründeten Festnahmen in Ostturkestan scheinen kein Ende zu nehmen. Der aktuellste Fall traf einen berühmten Professor, Alim Ahad, Gründer von Uighursoft und berüchtigter Mathematiker. Als Mitglied des Lehrpersonals in Ostturkestan lehrte er an der Universität Xinjiang. Nachdem er sein Masterstudium in Japan absolviert hatte, kehrte er nach Ostturkestan zurück und etablierte dort in den 90er Jahren Uigurisch, Kasachisch und Kirgisisch im Computerbereich. Aufgrund von Technik- und Wirtschaftsspionage sowie aus Sicherheitsgründen strebt die USA an, strengere Auflagen für chinesische Studenten anzuwenden. Bei Verdacht sollen Telefon- und soziale Netzwerke ausgewertet werden. Vorausgehend war wohl die Beschuldigung des US-Justizministers, der 2 chinesischen Geheimdienstoffizieren des Datendiebstahls bezichtigte. Zudem sollen Computer, welche in China gefertigt wurden, mit spionagefähigen Chips ausgestattet sein. Lu Guan, ein in den USA lebender Fotograf chinesischer Abstammung, der zuvor China-Kritik äußerte, besuchte auf Einladung Ostturkestan. Seit der Ankunft wird der Fotograf vermisst. BBC berichtete von seiner Frau, die ihn noch am 23. Oktober in Urumqi gewusst haben soll. Die letzte Nachricht seinerseits erhielt sie am 3. November. Sicherheitspersonal habe ihn festgenommen. Weitere Vorfälle sind noch unklar. Die Ausschreitungen in Paris werden inzwischen von Medien als Guerillakrieg und Chaos bezeichnet. In Berichten werden brennende Autos und Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gezeigt. Zudem wird darauf hingewiesen, dass diese Proteste nicht ausschließlich gegen die Benzinpreiserhöhung sind. Vielmehr richten sie sich gegen den Präsidenten Macron. Die Präsidentschaft Macrons wird als Ganzes von den sogenannten Gelbwesten nicht angenommen.